Ja, grüß euch beieinander und einen Sakrischgurden. It's Kasperl! Allez, auf geht's. Ihr seht es im Hintergrund schon. Ne? Ihr habt es im Titel bereits gesehen. Wir reagieren heute nicht auf Reini. Nein, wir reagieren heute auf Alpha Kevin. Auf den haben wir schon mal ein paar Mal reagiert. Guter Mann, ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Und der hat zur aktuellen Situation über Gloferi ein Video gemacht und damals gedacht, ja, hier, Ding, da sehe ich mich. Ja? Habe ich mir da gedacht. Aber da sehe ich mich aber sowas von. ähm, ich habe gerade noch die Kommentare beantwortet zu meinem letzten Video. Da ging es um diesen Brave Mädchen Podcast. Und offensichtlich bin ich da mit meiner bescheidenen Meinung nicht alleine. Und ja, ich fand's stellenweise, ich habe sehr gelullt. Ihr seid großartig, was Kommentare schreiben angeht. Genau. Aber nichtsdestotrotz, Lügenlord 2.0 haben wir jetzt hier am Stissel. Ne? Das müsste jetzt dieses Wochenende anfangen. Fängt das heute an? Heute ist der 23.01. Wetter ist gut, Datum, Wetter, Uhrzeit. Ich kann es euch nicht sagen, wann es anfängt. Ne? Gil Oferim ist im Dschungel dieses Jahr und es gibt Gerüchte aus wohl angeblich relativ zuverlässigen Quellen, dass der 300.000 dafür eingesteckt hat. Das wild. Ganz ehrlich, da macht er so ein Ding, zeigt null Reue und als Belohnung kriegt er 300.000 Euro von RTL. Gut, da wissen wir aber auch wieder, wie es bei RTL ausschaut, dass die natürlich sich niveautechnisch auch auf seinem, die treffen sich auf Augenhöhe, da passt er schon gut hin. Da passt er skrupellos sein, kein Niveau und Hauptsache Barne und nochmal Barne. Richtig. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich werd das auch verfolgen und wenn es da was Interessantes zu schwalben gibt, sage ich es euch auch. Ich schaue mir das Ganze aber nicht bei RTL an, sondern ich glaube bei Onion Dog wahrscheinlich. Und wenn es da interessante Sachen gibt, melde ich mir. Andere Sache. An alle Leute, die vielleicht Bock haben, es ist jetzt noch nicht, bitte nicht Ankündigungskasper schreiben. Es ist ein kleines Hirngespinst, das ich aktuell habe. Und zwar habe ich mir überlegt, vielleicht auf Twitch stattzufinden. Und zwar mit Gaming-Streamness. Wie gesagt, ich muss mich da noch informieren, wie das ausschaut, wie ich das gut machen kann, das von der Playsee runter auf Twitch zu streamen und wird dann halt so, keine Ahnung, Skyrim oder sowas. Hätte ich wahrscheinlich als erstes angepeilt. Allzu größere Open-World-RPGs, wo man da halt einfach so ein bisschen so dahin daddeln kann und viel Zeit hat, nebenher sich noch irgendwie um den Chat zu kümmern. Und das ist jetzt gerade einfach nur eine fixe Idee, die mir durchs Ogerstübchen gegeistert ist. Und wollte euch mal fragen, ich mache dann auch nochmal eine hochoffizielle Umfrage, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann würde ich mich da mal informieren bei Leuten, die sich auskennen, wie das klappt, wie man da von der PlayStation aus auf Twitch streamen kann und wie ich das hinkriege, dass da meine ganzen, dass ich mich dabei nicht selber doxe. Zumindest nicht mein PSN-Account. Genau. Aber der mit lang umeinander. Leute, hockt euch her. Sommermeere. Reißt euch Räube auf. Mir ging ja einer in Gelofer immer wieder, beziehungsweise in Alpha Kevin sein Video. Das dauert punktgenau 15 Minuten, Alter. Das ist mein innerer Autist, ist schon wieder glücklich. 15 Doppelpunkt 00. Das ist schön. Danke, lieber Alpha Kevin, dafür. Danke dafür, Albladi. Das habe ich mir lange überlegt, zumal ich mit Reality nie irgendwelche Überschneidungen hatte. Ich bin dabei. Ich freue mich, bin gespannt, bin aufgeregt. Ja, das hat sich so angehört gerade, als würde er sich da richtig drauf freuen. Ich muss hier die Einblendungen von ihm sind offensichtlich lauter als er selbst. Ich habe mitten ins Video geklickt, wo ich die Lautstärke eingestellt habe. Hat Alpha Kevin geredet.
Dementsprechend habe ich das eingepegelt, dachte mir, okay, passt. Offensichtlich ist jetzt hier, die Einblendungen von Gil Ofarim sind dann noch ein bisschen lauter. Nur ich selber sein. Und eins kann ich sagen, die Jahre, die ich, sagen wir, von der Bildfläche weg war, hat sich vieles geändert in meinem Leben. Was hast Ja, das ist ja eine der wenigen Dinge, die der jemals gesagt, die ich ihm wirklich glaube. Ungesehen, ne? Dass sich in den letzten Jahren, in denen er da von der Bildfläche weg war, einiges geändert hat. Aber ganz ehrlich, was ich auch immer noch nicht pack, ist dieses etwas langsam und in einer gespielt tieferen Stimme so bedeutungsschwanger zu sprechen, um vielleicht Zeit zu schinden oder um deep und reflektiert zu wirken. Das klingt immer so ein bisschen als wollte der uns verarschen. Digga, ja? Cut the Bullshit. Erzähl einfach, was Phase ist, Digga. du für ein Versprechen gegeben? Dass alles wieder gut wird. Waren andere schon im Knast wegen schlimmeren Sachen und die waren dann auch im Dschungel. Ja, die Alte, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die ist ja auch eine absolute moralische Instanz, ne? Und sie rechts daneben findet es nicht geil. Warte, ich muss hier den Ding noch wegmachen. Ich bin ja ein Dulli. Bums. Ne? Nee, schneiden wir nicht raus. Hier, die rechts hat keinen Bock, neben der Alten zu sitzen. Die links daneben, das ist hier doch so eine pseudo-adelige. Die ist auch ganz fürchterlich, was ich so mitgekriegt habe. Ne? Immer hart am Saufen, gut, Mai, aber und sie dann aufführen. Wild, 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 wild. Das ist halt auch wirklich, wo man dann. Das hat sich irgendwann mal geändert, so in den Medien stattzufinden, war mal so ein Privileg. Ne? Die Sendezeit war begrenzt. Das Ganze war alles sehr teuer und wirklich noch prestigebehaftet. Da hat man nicht jeden Hinz und Kunz einfach ins Fernsehen gelassen. Heutzutage so wie Brunstdumm und Alkoholproblem einwandfrei, hock dich hin, erzähl uns einen. Also ich habe sowieso eine hohe Toleranz. Gil Ofarim ist Fragt sie nur gegen was? Geringverdiener wahrscheinlich. Die hat sie auch gedacht, 300.000 kriegt. Ach, come on. weg wie englische Rücken und ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ich habe von deinem Wortwitz gerade sehr, sehr, sehr starke Schmerzen, lieber Alpha Kevin. In diesem Video geht es unter anderem um seine Teilnahme beim Dschungelcamp. Im letzten Video über Gil sprach ich ja noch darüber, dass er vermutlich mit teilnehmen wird und ja, es ist halt tatsächlich so passiert. Wir reden dann noch über seine Gage und über die Heuchelei von RTL und außerdem reden wir noch darüber. Da kann er dann weiter Titel sammeln, ne? On top of Lügenlord 2.0 kommt dann nochmal Dschungelkönig obendrauf, ne? Wie unfair alles ist und dass man bei ihm auch merkt, die Cancel Culture existiert einfach nicht. Deswegen schnallt euch an, das ganze Thema ist tatsächlich ziemlich deprimierend, wenn wir uns zumindest anschauen, wie er für sein Comeback noch monetär belohnt wird. Einige haben es mit Ja, eben, das ist eben der Punkt, ne? Es steht eine Rekordsumme im Raum, 300.000 und jetzt rechnet ihr nochmal aus zu Hause. Was kriegt ihr? Kriegt er für 3 Wochen? Ne? Der kriegt er für 3 Wochen. Kriegt er 300.000. Und dann rechnet ihr mal zu Hause aus, wie lange ihr braucht, um 300.000 zu verdienen. Und dann überlegt ihr euch nochmal, was die letzten 5 Jahre mit Gil Ofarim so alles los war, was da alles passiert ist. Und dann nehmt ihr bitte eure Blutdrucktabletten. Dann schießt euch der Dampf aus die Ohren. Mir schießt der Dampf aus die Ohren. Ich kann das nicht begreifen, wie man so ein räudiges Verhalten dann auch noch entlohnen kann. Ne? mitbekommen. Gil Ofarim ist die wohl polarisierendste Person im Dschungelcamp dieses Das soll was heißen. Ne? Die haben da schon ganz andere Gestalten reingeschickt. Dass Aber er allerdings von diesem Format zuvor gar keine Ahnung hatte, zeigte er direkt bei seiner Vorstellung, denn er kannte nicht mal den Slogan vom Dschungelcamp. Holt mich ein Star. Nee, holt mir ein Star. Kumbaya, my love. Nein? Warum er keine Ahnung hatte, was ich hier sagen soll, liegt vermutlich daran, dass er mit Reality-TV nicht wirklich viel zu tun hat. nein, das war Geschauspieler, Digga. Ganz ehrlich, dem ist Druck gemacht worden.
Dem ist Druck gemacht worden. Von seinem Management wahrscheinlich von seiner Ex-Frau. Ich nehme an, dass da Unterhaltszahlungen für sie und die Kinder im Raum stehen. Der Mann braucht dringendst Geld. Und die haben ihm alle gesagt, Gil, die bieten dir 300.000 für dieses scheiß Dschungelcamp an. Du verpisst dich jetzt in dieses scheiß Dschungelcamp und bezahlst dann deinen ganzen Shit. Ne? Vielleicht sind auch Anwaltskosten irgendwo offen, ne? Wenn man 2 Jahre lang so einen Scheißprozess in die Länge zieht, anstatt einfach nur zu sagen, ja, ich bin derjenige, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat und ich mache mich dafür gerade. Kann ich mir vorstellen, dass da noch ein Haufen Kosten auf ihn zukommen, 2 Jahre lang Anwälte zu bezahlen. Das ist der Punkt. Und aber eigentlich ist Gil Oferim immer noch der Meinung, dass das hier unter seinem Niveau ist. Und deswegen, das ist so ähnlich wie wenn Reini über Roxau redet und ihn Ranzratte nennt. Und so tut, als würde er nicht wissen, wie er heißt. Ne? Das ist so ein, eigentlich ist das hier unter meinem Niveau und ich bin ja hier eigentlich komplett fehl am Platze. Was tatsächlich mal für einen Gil Oferim spricht. Jedoch, kleiner Spoiler, hätte er für seine Teilnahme nicht eine Rekordgage bekommen, dann wäre er vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dort nicht angetreten. Die Vorstellung... Ja gut, aber das, wenn wir jetzt mal einen Gil Oferim Faktor da rausnehmen, dann ist das ja bei allen Leuten so. Digga, wenn die mir 300.000 geben und sagen, geh da für 3 Wochen in dieses scheiß Dschungel, mache ich das auch. Digga, wenn die mir 100.000 geben, gehe ich in diesen scheiß Dschungel. 3 Wochen lang. Gar kein Problem. Lass ihn einen ganzen Jahresurlaub draufgehen dafür. Mir Wayne. Das nehme ich mit. Vollkommen klar. Seine Persona sah dann übrigens so hier aus. Hi, mein Name ist Gil Oferim. Ich bin Musiker und Schauspieler und stehe auf der Bühne seit meinem 3. Lebensjahr. Man kennt mich aus Funk und Fernsehen. Stimmt, besonders aus Stern TV mit diesem Auftritt hier. Ja, und von Instagram noch, ja, diesen wunderbaren. Sich noch weniger trauen, etwas dagegen zu tun oder sich zu wehren. Aber ich hab's nun mal getan. Weil ich mich kontrolliere. Also, Wunderbar. Mois wieder reingeschnitten. Alter, das ist jetzt auch wieder, das unsägliche Mois-Comeback. Da sind sie auch wieder am Eskalieren alle. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Ne? Ich bin da auch sehr, sehr, sehr skeptisch. Auf der anderen Seite, ich bin da hin und her, wie gesagt, was der gebracht hat in den letzten Jahren, ist krass unentschuldbar eigentlich. Ne? Die Sache ist aber, wenn der tatsächlich, wir spielen jetzt mal Devil's Advocate, ne? Wenn der tatsächlich, der hatte die finanziellen Möglichkeiten gehabt, permanent auf irgendwelchen Drogen war. Und es gibt so Sachen, die wirklich auch deinen Charakter verändern, wo du dich in eine Psychose richtig reinstopfen kannst. Und dann ist das so ein Teufelskreis, ne? Du hast Psychose, deswegen stopfst du mehr. Durch Stopfen wird die Psychose schlimmer, deswegen wird noch mehr gestopft. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal jemanden in seinem Leben hatte, der wirklich einen Schaden gekriegt hat. Wirklich eine ausgewachsene Psychose. Und diese Leute erkennst du nicht wieder. Ist egal, wie lange du die kennst, kann sein, dass du einen Menschen dein ganzes Leben lang kennst. Aus irgendeinem Grund brennen dem die Sicherungen durch. Ob es jetzt hier wie bei Mois so Substanz indiziert ist oder aus welchem Grund auch immer, irgendjemand brennen die Sicherungen durch und der kriegt eine ausgewachsene, richtige Psychose. Dieser Mensch ist nicht mehr die Person, die ihr kennt, solange das aktiv ist. Diese Leute tun Dinge, die angsteinflößend sind. Weil die vollkommen die Kontrolle verloren haben. Und sollte es wirklich so sein, wie gesagt, wir spielen ja Devil's Advocate, dass der jetzt einfach ewig lang einfach permanent drauf war und permanent dadurch aus dieser Psychose nicht rausgekommen ist. Und jetzt runter ist vom Stoff und in Behandlung und mit entsprechenden Psychopharmaka eingestellt, dass er wieder normal im Kopf wird, normal in Anführungsstrichen, ne? Dann kann das schon sein, dass der merkt, oh fuck, was habe ich hier jahrelang gemacht? Man sollte das natürlich nicht einfach sofort für bare Münze nehmen und die Nummer, was der mit seiner Ex-Alten angestellt hat, es ist halt auch jenseits von Gut und Böse, geht halt gar nicht. Ne? Aber ich glaube, da jetzt gleich
direkt die Artillerie zu rufen und den in Grund und Boden zu bomben, auch schwierig. Ne? Also es hilft dann den Leuten auch nicht, wenn sie... Das kann dann vielleicht auch zu einem Rückfall führen. Sowohl was die Psychose als auch was die Sucht angeht. Wäre ich vorsichtig. Ne? Aber natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt hier ein Kasperle-Theater aufspielt, nur um irgendwie wieder Zugang zu seinen Kindern zu bekommen und damit dann praktisch Druck auf seine Ex aufzubauen, die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach auch deutlich höher. Aber wie gesagt, ich kenne jemanden, der wirklich komplett durchgeschnackelt ist irgendwann und das ist erschreckend und angsteinflößend, wie diese Menschen sich benehmen. Von jetzt auf gleich, das sind Leute, die du stellenweise ein ganzes Leben lang kennst. Meinerseits, ich weiß, viele ältere Menschen, die kennen Gil Ofarim aufgrund der Musik, aufgrund seiner TV-Auftritte von Let's Dance und so weiter und so fort. Aber ich habe das erste Mal in meinem Leben von ihm gehört, wo er seine Lügenstory bei Stern TV ganz groß rausposaunt hat. Ja, richtig. Das ist auch, ich habe von dem Typen noch nie irgendwas gehört gehabt vorher. So lange, bis diese Scheiße da rauskam. Deswegen ist diese Vorstellung von ihm bei RTL, dass er Schauspieler und Musiker sei, irgendwie ziemlich ironisch für mich. Für Gil ist dieses Dschungelcamp aber besonders eins. Eine wirklich perfekte und auch... Ja, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Gil Ofarim war hauptberuflich eigentlich Sohn. Ne? Die allermeisten Leute, mit denen ich spreche, und es geht ums Thema Gil Ofarim, sagen mir auch, ja, bevor die ganze Scheiße mit dem Skandal war, wusste ich überhaupt nicht, wer das ist. Die allermeisten Leute sagen das. Ja? Der war primär Sohn eines Prominenten der vorherigen Generation, ja, unserer Elterngeneration. Und ja, der durfte halt da mitmachen, weil er einen richtigen Nachnamen hatte. Ich glaube, Talent hatte der noch nie. riesige Möglichkeit, sich endlich wieder in der Öffentlichkeit zu rehabilitieren. Und anscheinend war er irgendwo in der Bravo mal drin und war halt irgend so ein Mädchenschwarm. Keine Ahnung, weil er ausgesehen hat wie einer von den Hansons. Und das merkte man auch in seinen wirklich sehr traurigen Interviews. Denn nun zeigt er sich wirklich so offen und so authentisch und transparent wie nur möglich. Er zeigt sich auch stets betroffen und emotional, damit die Zuschauer da draußen endlich merken, was für ein toller Typ er doch ist. Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Dieses schlecht geschauspielerte, langsam und bedeutungsschwanger dahin zu schwafeln. Ich kann nicht in die Vergangenheit gehen und Dinge ungeschehen machen. Ich kann... Ja, den Satz, wenn ich höre, Digga. Das ist immer wieder, das ist dieser Satz, ich krieg die Krise. Niemand verlangt das. Das ist der älteste, dümmste Strohmann der Welt, der jemals aufgebaut wurde von irgendwelchen verlogenen Pack. Ne? Ist immer dieses, ich kann ja nicht in die Vergangenheit reisen und das ungeschehen machen. Richtig, aber das verlangt auch niemand. Dass du jetzt hier in der Gegenwart dich gerade dafür machst, das verlangen die Leute. Ich kann das nicht. Wenn ich den Satz höre, ich kann nicht in die Vergangenheit reisen und das ungeschehen machen, möchte ich jedes Mal spontane Zuckungen haben. Sagen wir es mal so. Ja, wie sonst wieder alles immer sagen. Dinge nicht verändern, die waren. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen. Und dieses Format ist auf jeden Fall das größte im deutschen Fernsehen. Und auch das Format, wo man sich weder verstellen noch irgendwie eine Agenda haben kann, weil irgendwann mit so vielen Kameras, es kommt schnell raus. Wollen wir wetten, dass er es trotzdem versucht? Ich glaube natürlich, will jetzt Gil Ofarim da eine riesengroße Gil Ofarim Propagandashow draus machen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich der Meinung bin, dass man ihn da niemals hätte buchen dürfen für diese Scheiße. Weil ganz ehrlich, diese ganzen anderen Lappen, das ist mir alles wurscht. Na, ob jetzt da hier, wer da mit wem ein Kind hat von diesen Wannabe-Dingern, Leuten, Prominenten, die nur über solche Reality-Scheiße überhaupt erst bekannt wurden, wo die klassische Nummer ist, hier, keine Ahnung, Bachelor, Temptation Island, Sommerhaus der Stars und dann hier, ne?
Das ist der Lebenslauf von all diesen Dullis. Oder ob man da irgendwelche Leute, die in den 80er Jahren vielleicht mal bekannt waren, aus der untersten Schublade rauszieht und sagt, hey, wie schaut denn das aus? Die Kohle von damals, ist die noch da? Nein, du kriegst von uns 100.000, dann kannst du jetzt da irgendwie 3 Wochen zum Kakerlakenfressen reinsetzen. Ja, das ist alles schön und gut, das sollen die machen. Ne? Da sind auch Panne-Gestalten dabei, aber die haben alle nicht das auf dem Kerbholz, was er auf dem Kerbholz hat. Und ganz ehrlich, diese Dschungelcamp-Nummer hätte er sich, so wie ich es in dem letzten Video auch gesagt habe und in dem davor und in dem davor, dementsprechend gerade gemacht. Ich gehe jetzt nicht mal wieder aufs Detail darauf ein. Fänden das, glaube ich, alle auch in Ordnung. Ja, wenn der wirklich glaubwürdig gemacht hätte, dass er das bereut, dass ihm das leid tut und wenn er Dinge in die Wege geleitet hätte, um es vielleicht auch gut zu machen, würden alle sagen, ja gut, dann ist Dschungelcamp die nächste logische Anlaufstation. Geben wir ihm, schauen wir mal, was er macht. Ich hoffe nur, dass da irgendjemand drin ist, der ein paar Eier, der oder die ein paar Eier in der Hose hat und ihm das mal so sauber vor den Latz klatscht, die ganze Nummer. Und ihn einfach konfrontiert damit und ihn damit nicht in Ruhe lässt. So lange, bis er entweder sich gerade macht oder komplett apeshit geht. Und besser sich präsentieren als hier geht es nicht. Und da kann sich das Publikum und die Gesellschaft da draußen selber ein Bild machen, ob ich wirklich der bin, über den so geschrieben worden ist. Ja, über den so geschrieben worden ist. Ja, das ist, Gil Oferim ist so, hat so zum Dschungelcamp die Beziehung ein bisschen wie jemand, der schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr zum Stich gekommen ist, der dann eine Person mitnimmt, der oder die eine Person irgendwie aus dem Club mitnimmt, die eigentlich deutlich unter den Attraktivitätsansprüchen liegt, wo er dann sagt, ja komm. Wie ist der Spruch, besser widerlich als wieder nicht, oder? Ja, endlich können die Leute da draußen sehen, ob er denn immer noch der Lügner ist, für den alle da draußen halten. Ja, Spoiler-Alarm, ja, ist er. Ich hab Teilausschnitte dieser Interviews schon gesehen, daher auch wieder gelogen. Also können wir mal ganz kurz festhalten, dass Gil Oferim vor Gericht gemeint hatte, gelogen zu haben und das über 2 Jahre hinweg. Er sagte damals nur 3 Sätze und diese waren: Die Vorwürfe treffen zu. Herr W., ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid. Und jetzt tut er so, als wäre er der komplett aufrichtige Mensch und endlich können es mal alle sehen. Und die Medien, die würden ihn ja bloß ganz bewusst immer mit Absicht doof darstellen. Ja, und wie gesagt, es schwingt im Hintergrund immer noch mit, eigentlich bin ich ja unschuldig, eigentlich habe ich es gar nicht gemacht, das ist alles ein Komplott. Da hat man sich gegen mich verschworen und hat mich in eine Ecke gedrängt und ich wurde praktisch dazu gezwungen, was zuzugeben, was ich niemals getan habe. Das ist so das Narrativ, was er zwischen den Zeilen immer durchläuten lässt. Und da kriege ich Hasslatte einfach. Ob ich wirklich der bin, über den so geschrieben worden ist. Also jetzt mal ehrlich, er hat auch zugegeben, die letzten 2 Jahre gelogen zu haben und hat sich sogar bei Herrn W. dafür entschuldigt. Das sollte doch eigentlich schon alles über ihn sagen. Und natürlich wird jetzt Gil im Dschungelcamp nicht nochmal so eine große Lüge aufziehen. Also schätze ich jetzt mal. Aber Fakt ist nun mal, Gil hat mit seinem Lügenverhalten die Psyche eines Menschen teilweise zerstört, die Karriere von ihm zerstört. Er hat die jüdische Gemeinde komplett hops genommen, denn die haben sich für Gil stark gemacht, obwohl er am Ende des Tages gelogen hatte. Aber hey, dafür kennt er sich aus, damit irgendwie Sterne hervorzuzaubern, wo vorher keine waren. Die müssen doch in diesen Dschungelprüfungen immer so Sterne sammeln. Ne? Kennt er sich jetzt aus damit? Huch, da ist schon wieder so ein Stern, der vorher nicht da war. Ganz komisch. Gil Oferim einfach die Sterne klaut. Keine Ahnung, wo die hergekommen ist, aber wir kriegen jetzt einen Haufen Essen dafür, oder? Nachgang, muss man halt auch einfach so sagen, war das für die jüdische Gemeinde eine komplette Vollblamage und das Hotel hatte einen potenziellen Millionenschaden erlitten. Und anstatt es bei dieser Entschuldigung vor Gericht zu belassen, äußerte sich Gil letztes Jahr nochmal und meinte,
dass er die Schuld auf sich nehmen musste. Was so klang, als würde er sich immer noch als den Unschuldigen sehen, nur er musste aus psychischem Druck dem Ganzen ein Ende setzen. Ja, genau so klingt das. Und das ist halt Horseshit. Ich habe die Schuld auf mich genommen, um dem ein Ende zu setzen, weil ich war nicht mehr fähig weiterzumachen. Weder mental noch, es ging nicht mehr. Ich konnte aber nicht mehr. Also hier klang es schon so, als würde er sich als den Unschuldigen wahrnehmen. Und jetzt beim Dschungelcamp klingt das schon wieder so ähnlich, weil er ja die Medien beschuldigt, dass diese ihn immer so negativ darstellen. Und jetzt kann er endlich mal den Leuten da draußen den wahren Gil Ofarim zeigen. Wie RTL sein absolut ekelhaftes Verhalten noch in voller Höhe belohnt, das schauen wir uns gleich genauer an. Zuvor möchte ich aber auf Ja. an der Stelle für die wirklich gute Zusammenarbeit und schauen wir uns nun einfach mal an, wie katastrophal RTL derzeit handelt. Kommen wir nämlich nun zu den spannenderen Themen und zwar dem Geld. Ich meine, es ist logisch, dass die Leute, die dort mitmachen, natürlich meistens nur des Geldes wegen mitmachen. Das ist jetzt der Cast von diesem Jahr. Schauen wir mal, kenne ich da irgendjemanden? Nee. Ich glaube, die hier rechts, die Blonde rechts mit dem roten Jackett und dem schwarzen T-Shirt mit dem Fragezeichen drauf, ich glaube, die habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Ich glaube, die ist Schauspielerin. Naja, da freilich, ne? Links der Lügenlord, der Gil Ofarim. Da wird's schon eng. Der hier in der Mitte mit der Hand am Kinn, ist das der früher bei dieser Surfer-Serie in den 90er Jahren mitgemacht hat? Gegen den Wind? Ist das der? Alter, der ist aber auch ganz schön alt geworden. Ja gut, ich bin auch. Ich schaue auch nicht mehr so aus wie damals. Es ist 30 Jahre her, aber ansonsten, keine Ahnung, die in diesem Meerjungfrau-Ding kenne ich nicht, aber vom Aussehen her würde ich schätzen TikTok OnlyFans, oder? Das ist definitiv TikTok OnlyFans Klientel. Und ansonsten. Nee, Digga, keine Ahnung. Was aber nicht logisch ist, das sind die Summen, die dort teilweise fließen und die Heuchelei, die RTL bezüglich Gil Ofarim an den Tag legt. Zuerst einmal müssen wir Folgendes dazu sagen. Gil Ofarim hat damals über Stern TV seine Lüge ganz groß publik gemacht, damit jeder davon Bescheid weiß. Und wie viele wissen, gehört Stern TV zu RTL. Das heißt, RTL ist mitverantwortlich, dass Gil Ofarim diese Plattform bekam, um seine Lüge ganz groß zu erzählen und das, obwohl schon frühzeitig an dieser Story gezweifelt wurde. Als dann aber rauskam, dass Gil Ofarim gelogen hatte und mit dafür verantwortlich war, dass er eine Hotelkette, Dutzende Menschen extrem geschädigt hatte, ruderte RTL plötzlich zurück und verurteilte ihn aufs Schärfste. Denn obwohl er potenziell 2024 ein Kandidat fürs Dschungelcamp hätte sein können, wurde er nun aus dem RTL-Programm gestrichen. Ja, da sieht man halt auch mal wieder, ne, RTL ist, was Rückgrat und sowas angeht, die spielen alle in derselben Liga, ne? RTL, Ofarim, Bild-Zeitung, das ist alles derselbe Schmutz. Das sind alles, diese Leute können alle nicht bei der Wahrheit bleiben. Ja, das ist Winkler-eskes Lügenlord-Verhalten auf sämtlichen Kanälen. Plötzlich wurde dann auch sehr kritisch über ihn berichtet. Sogar Medienexperten bei RTL meinten, dass er nun der Feind für jüdische Fans sei. Und so schnell wird er auch keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und auch den Ja, natürlich. Aber, keine Ahnung, aber das beißt sich jetzt ein wenig mit dem, dass sie ihm jetzt doch so viel Kohle zahlen. Oder? Ein wenig. Ansonsten, hätte man sich gedacht, okay, wir schlagen da als mit drauf auf die ganze Ofarim-Nummer. Damit der so maximal am Boden ist, dass wir danach eine bessere Verhandlungsposition haben, um ihn ins Dschungelcamp zu schicken. Aber die haben sie offensichtlich nicht, weil die beschmeißen ja trotzdem mit Barren. Rekord so mit 300.000. Verstehe nicht. jüdischen Zentralrat zitierten sie auf der Seite mit den Worten, muss Konsequenzen für seine Lüge tragen. Und was macht RTL? Ja, und was hat er? Keinerlei Konsequenzen. Und es kommt man keiner mit diesen 10.000 oder 15.000, die er diesem Herrn W. da von dem West End Hotel gezahlt hat. Ne? Das ist unverhältnismäßig, was Strafe angeht im Vergleich zu dem, was er da abgezogen hat. 1 bis 2 Jahre später. Richtig, sie geben Gil Ofarim eine geschätzte Rekordgage von 300.000 Euro. Was zuvor übrigens fast noch niemand in dieser Höhe jemals verdient hatte. Warte mal, das interessiert mich. Euro, was zuvor Ja, Brigitte Nielsen 150.000, das ist auch schon lächerlich. Das sind auch 50.000 in der Woche.
Glöckler 250k. Effenberg bis zu 500k glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Claudia Effenberg 500k wert ist. Cora Schumacher. Wir sind ja im Sportler-Ex-Frauen-Ding, da sind sie relativ hoch, oder? Haben die alle dieselbe Agentur? Ex-Frauen von irgendwelchen Sportlern, die sehr gut mit RTL vernetzt sind, oder was ist hier los? Heinz Hönig, Alter. Lilly Becker, auch wieder so eine Sportler-Ex-Frau, auch wieder 300k. Gil Oferim, ist keine Sportler-Ex-Frau, aber ey, was nicht ist, kann er doch werden. Vielleicht haben wir irgendeinen Ex-Sportler wieder drin. Vielleicht ist er einer von denen, ehemaliger Fußballstar oder so, keine Ahnung, ich kenne mich in der Bundesliga nicht aus. Und kann dann da vielleicht findet der die sanfte Seite an Gil Oferim. Übrigens fast noch niemand in dieser Höhe jemals Dann kommt dann das große Gil Oferim Outing und dann macht er hier Werbung für wir kaufen ein Auto.de. verdient hatte, einfach nur, damit die Quote gut steigen kann. Denn Gil ist ja nun wirklich der perfekte Kandidat, um für Gesprächsstoff zu sorgen. Diese Summe wird dann vermutlich auch der Grund für seine Teilnahme sein, denn Nein. Echt? Was sie im sechsstelligen Betrag zahlen, ist der Grund für. Ja, nehme ich auch an. Ne? Sechsstelliger, ihr wisst, ne? Reini und so. Dreistellig ist Tausender. ich glaube nicht, dass er sich sonst darauf eingelassen hätte. Denn zum einen hat er wohl für die nächsten Jahre wieder ordentlich Geld zur Verfügung und zum anderen kann er sich natürlich jetzt auch Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der für die nächsten Jahre, ich glaube, der kann noch von Tantiemen, könnte er theoretisch gut leben, aber das zahlt wahrscheinlich eben nicht noch seine ausstehenden Ding. Ey, ganz ehrlich, der hat diese Nummer, der hat sich ja keine schlechten Anwälte geholt und der hat diese Nummer 2 Jahre lang durchgezogen. Und die haben ja auch alles gemacht, was in ihrer Macht stand. Ich hab das ja verfolgt. Die haben ja auf Krampf versucht, diesen Prozess zu verhindern und zu verzögern. Und hier wieder einen Grund gesucht, warum der dann wieder Befangenheitsanträge gestellt, einfach um das möglichst lang in die Länge zu ziehen. Und das bedeutet halt aber auch, dass deren Rechnungen massiv nach oben gehen. Und da. Also ich glaube, da könnte schon im Zusammenhang damit, dass er sein kompletter Verdienst auch direkt ausgefallen ist, da könnte es schon sein, dass da noch rote Zahlen im Hintergrund waren, die ihn dazu gebracht haben. Ich glaube nicht, dass der danach, dass ihm von den 300k so viel bleibt. Auf der anderen Seite würde das ihn natürlich auch davor bewahren, hier den Cop-Out zu machen, hier einfach, ne, dann zu sagen, hier, nee, ich will hier raus und früher abzubrechen. Weil ich glaube, dann kriegt er nicht die volle Summe oder gar nichts oder so. Gar nichts wahrscheinlich nicht, aber dann kriegt er nicht die volle Summe, wenn er von alleine rausgeht. Wenn sie ihn früh rauswählen, kriegt er die volle Summe. Deswegen nicht früh rauswählen. perfekt rehabilitieren, indem er sich Das ist auch wieder dumm, oder? Wenn man ihn jetzt, da sind jetzt die Zuschauer, wie gesagt, ich schaue mir das auf RTL sicher nicht an. Ich schaue mir da schön häppchenweise zusammengeschnittene Zusammenfassungen an, möglichst nur, die anderen interessieren mich auch alle nicht. Aber, weil auf der einen Seite, je länger der im Dschungelcamp ist, desto mehr kriegt er eine Plattform, was scheiße ist, aber desto mehr muss er auch Scheiße fressen. Weil wenn er früh rausgewählt kriegt, kriegt er trotzdem die 300k. Und ist nur eine Woche im Dschungel oder so, keine Ahnung. als den super empathischen, moralischen und tollen Typen inszeniert. Da merkt man mal wieder, dass es bei RTL ausschließlich um die Quote geht, egal wie problematisch das Verhalten einer Person ist. Ich meine, ich persönlich bin prinzipiell auch dafür, dass Menschen eine zweite Chance bekommen, auch dass Gil Oferim eine zweite Chance bekommt. Aber Gil hat es ja nun wirklich geschafft, das Leben einer Person zu teilen, zu zerstören, nur um danach zu sagen, dass er ja die Schuld auf sich genommen hat. Wie gesagt, ich bin inzwischen sehr, sehr, ich kriege inzwischen sehr, sehr spitze Ohren bei diesen Corporate Bullshit und Influencer-Statement-Aussagen. Dieses möglichst nichtssagende, möglichst nichts
Eingestehende, sich möglichst nicht gerade machende. Ne? Ich habe die Schuld auf mich genommen und hatten wir ja jetzt auch bei den Brave Mädchen Podcast-Ding wieder, dass da lauter so, dass diese Formulierungen dann halt so gemacht werden, um sich maximal nicht irgendwie scheiße darzustellen, so wie Sascha hat sich irgendwie angegriffen gefühlt oder herabgewertet gefühlt oder sowas, ne? Das ist, ich höre das inzwischen sofort raus. Und ich finde es traurig, dass manche Leute, ich habe mir heute auch wieder irgendwie noch Reactions angehört zu dem Thema mit dem Podcaster und dass da viele Leute dann auch immer, die lassen sich dann auch gaslighten, weißt? Bei denen funktioniert das. Das dann heißt, ja gut, aber da haben sie ja recht hier mit den Hassnachrichten, das geht natürlich nicht. Die scheiß Hassnachrichten sind nicht das scheiß Thema. Ne? Die sind nicht das scheiß Thema. Aber die kriegen es tatsächlich hin, dann da praktisch wieder Sympathiepunkte zu sammeln. Im Übrigen, selbe Nummer wie Reini. Ne? Auch dann wieder irgendwo hingehen und sagen, ich bin's eins Mobbing-Opfer. Ja? Und dann hurra, die Gams. Kommen wieder irgendwelche Deppen und glauben ihm das. Und deswegen hat er sich entschuldigt. Also es sieht bis heute wirklich alles danach aus, als würde er sich immer noch als Opfer in der ganzen Thematik sehen. Und das zeigt mir persönlich, dass er sich noch nicht reflektiert hat. Und ich meine, wenn sich jemand aufgrund so einer großen Sache nicht richtig reflektiert... Er hat sich schon reflektiert, 100%. Einwandfrei hat er sich reflektiert. Aber er ist halt nicht zu dem Schluss gekommen, wie jeder normal denkende Mensch. Ne? Gil Oferim denkt sich zu dieser Sache, oh, wenn er zurückdenkt, die letzten 5 Jahre, verdammte Axt, warum hat dieser dumme Penner von dem Hotel mich nicht einfach vorgelassen und mir meine extra Wurst gegeben, die mir doch zusteht? Da hätten wir jetzt diesen ganzen Stress nicht. Das denkt sich Gil Oferim. Ne? Äquivalent zu, die Hater kommen hierher und rütteln am Zaun. Warum macht die Polizei ihren Job nicht? Dann sollte er noch nicht die zweite Chance bekommen. Und dennoch kommt jetzt einfach mal RTL um die Ecke und gibt ihm vermutlich eine 250.000 Euro, damit er dort teilnehmen kann. Und das alles nur, weil er kontrovers ist und die Leute deswegen einschalten werden. Nur damit ihr das versteht, das Dschungelcamp geht gerade mal 17 Tage. Das bedeutet, umgerechnet bekommt Gil Oferim pro Tag ca. 18.000 Euro. Nur 18.000 am Tag. mal zum Vergleich. Erzieher verdienen dieses Geld im Schnitt so in 7 bis 8 Jahren. Ich sage das, weil ich selber gelernter Erzieher bin und diese Summen wirklich utopisch sind. Also das kann man sich einfach nicht ausmalen. So viel zum Thema die böse Cancel Culture. Ich hatte ja schon letzte Woche genau zu diesem Thema ein Video gemacht und da hätte Gil Oferim auch perfekt reingepasst. Anstatt ihn aber jetzt einfach mal zu bestrafen, bis er endlich mal... Ja, ich find's auch... Hört man jetzt eigentlich hier von Knossi und Fanblast noch irgendwas? Auch nicht, oder? Hoffentlich kümmern sich da im Hintergrund wenigstens noch irgendwelche Staatsanwaltschaften drum. Ne? Weil die Öffentlichkeit interessiert schon nicht mehr. Ich begreife auch nicht, warum Leute so jemanden wie jetzt auch einem Knossi oder hier, wie sie nicht alle heißen, hier dem Schradin und so was, wie man denen hinterherlaufen kann. Die haben Abzocke zu einem Geschäftsmodell gemacht und werden trotzdem angehimmelt von den Leuten. Zusätzlich noch mit Barren beschmissen. Die werden als moralische Instanz genommen, die werden nach ihrer Meinung gefragt, wenn es irgendwo mal wieder einen Skandal gibt. Ich frage mich, ob wir als Gesellschaft kollektiv den Schuss nicht gehört haben oder was hier falsch läuft. Ne? Aber Verantwortung für sein eigenes Handeln übernimmt, kann er jetzt ganz gelassen Comeback-Konzerte spielen, seine Musik... Ja gut, aber hier, das in Matrix in Bochum, da waren irgendwie 200 Leute oder sowas dabei oder 400. Das sauber gefloppt. Wenn der seine scheiß Musikkarriere hätte weitermachen können, dann würde er den Teufel tun und hier im Dschungel sitzen. Das Ultima Ratio bei dem. Ich glaube, Gil Oferim ist schon der Meinung, Dschungelcamp ist unter seiner Würde. Vertreiben und Rekordgagen bei RTL einheimsen. Da werden sich die Opfer von ihm mit Sicherheit... Aber wie gesagt, für 300.000 könnte auch meine Würde haben. Da gehe ich auch ins Dschungelcamp.
so richtig gut fühlen, wenn sie sehen, was er für seine Taten noch so verdienen darf. Während Markus W. seinen Beruf nämlich nicht mehr ausüben konnte, weil es ihm psychisch sehr, sehr schlecht ging, er Drohungen bekam und er auch extrem angefeindet wurde, wird Gil reichlich beschenkt. Hier muss man wirklich einfach mal einen ganz, ganz klaren Appell aussprechen. An alle Menschen, die Gil Ofarim und RTLs Heuchelei bestrafen möchten, schaut diese Staffel einfach nicht. Boykottiert sie einfach. Seid auch keine Hate-Watcher und kommentiert auch nicht unter diesen Beiträgen von denen. Das Einzige, was wirklich hilft, ist, wenn RTL merkt, dass die Quote nicht mehr nach oben geht und sie somit weniger Einnahmen bei den Werbungen bekommen. Sender Ja, ist utopisch. Ne? Es funktioniert doch natürlich immer. Die sind ja auch nicht dumm. Ne? Die sind vielleicht charakterlos und maximal opportunistisch und moralisch fragwürdig, aber die sind ja nicht dumm bei RTL. Die machen das ja seit Jahrzehnten. Die allerbesten Leute irgendwo mit dabei. Die zahlen einen Haufen Geld an Leute, die das analysieren und die ganz genau sagen können, hey, weißt du was, so und so und so und so und so. Ja, je kontroverser, desto mehr Aufmerksamkeit. Und je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Barne. wie RTL sind ja wirklich nur darauf aus, provokante Charaktere in ihre Shows zu ziehen, damit man möglichst viele Zuschauer von außen anlockt. Und wenn Ja, und natürlich funktioniert es, wie gesagt, keine Ahnung. Das ist jetzt das erste Mal, seitdem diese Scheiß-Sendung läuft, dass ich wirklich ein aktives Interesse daran habe. Muss man dazu natürlich auch sagen, es funktioniert halt leider auch. Weil natürlich sind wir hier geil auf diesen Gossip. Natürlich wollen wir wissen, was sagt jetzt der Gil Ofarim im Dschungelcamp. Ja, welche wüsten Lügengebilde spinnt er sich da wieder zusammen? Wollen wir wissen? Freilich wollen wir es wissen. Deswegen funktioniert es ja leider. man sich jetzt voller Wut vor den Fernseher setzt, um sich über Gil Ofarim abzufacken oder zu hoffen, dass er jetzt eine eklige Challenge nach der anderen machen muss, weil man so schadenfroh ist, dann ist man im Prinzip mit dafür verantwortlich, dass Gil Ofarim dafür belohnt wird. Denn genau mit diesen Methoden spielt nun mal RTL. Die wollen, dass man sich darüber aufregt. Ich meine, die machen anfangs eine Lüge publik, dann verurteilen sie ihn aufs Schärfste. Ja, wie gesagt, das funktioniert ja nicht. Man kann schon den Leuten zum Beispiel auch 1000-mal sagen, hier, wenn ein Autounfall ist, nicht gaffen, konzentriere dich weiter aufs Fahren, verlangsamen um die Unfallstelle rum und schau, dass du dann nicht noch einen Stau auslöst. Die Leute gaffen trotzdem. Ne? Um ihn kurze Zeit später zu ihrer Sendung einzuladen, damit sich einfach jeder aufregt. Das ist am Ende des Tages Ragebait in der extremsten Form, könnte man meinen. Und ja gut, aber das Dschungelcamp war schon immer Ragebait in der extremsten Form. Nur ist die extremste Form halt inzwischen extremer als vor 20 Jahren, als die Scheiße angefangen hat. man gibt diesem Mann genau das, wonach er sich am meisten sehnt, und zwar Aufmerksamkeit. Und diese kann er natürlich nun so emotional wie möglich verpacken, um der Welt da draußen zu zeigen, was für ein armer Mensch er doch eigentlich ist. Ich habe ein Versprechen meiner Familie gegeben, Was hast du für ein Versprechen gegeben? dass alles wieder gut wird. Er ist wirklich Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. so ein toller Familienvater. Ich fange wirklich gleich an zu weinen. Auf Ah ja, der hat ja auch, das habe ich mitgekriegt, der hat in einem von diesen Interviews hat er gesagt, ja, er hat seinen Kindern das Versprechen gegeben. Da dachte ich mir auch wirklich, also das ist jetzt wirklich Fleisch geworden, der Song denkt an die Kinder von Alligator, oder? Ich lese euch den mal vor. Ich suche euch schnell raus, den Text, ich lese euch den schon mal vor. Es passt so wie Faust aufs Auge. So, wenn ich es einspiele, kriege ich wieder Copyright Strike drauf. Aber hier, wo steht's? Ist Existenz bedroht bei uns prominenten Personen? Will mich ausnahmsweise wieder eine Sendung promoten? Muss ich Känguruhoden fressen, trotz schändlicher Quoten? Bar und so stoppt ich mein Reisekamin? Was? Achso, mit unverkauften Exemplaren meiner Biografie. Ja. Das ist, und dann kommt halt im Refrain immer, denk an die Kinder, etc. bla bla. Ne? Das Original die Nummer. Das Original die Nummer. Gil Ofarim will, denk an die Kinder. Ich bin der Familienvater, ich habe Kinder. Die müssen essen. Gib mir bitte Geld. Ich hab doch eine Familie zu ernähren.
Instagram nimmt übrigens seit der Bekanntgabe der Teilnahme das erste Mal seine Followerschaft zu. Seine Kommentare sprechen ihm jede Menge Support zu. Man könnte fast meinen, dass er so viele Supporter hat wie schon lange nicht mehr. Gut, er hat auch seine Kommentarspalte limitiert, deswegen sieht man auch kaum Hate auf seinen Beiträgen. Es zeigt aber, dass er wieder reichlich Fans hat, die ihn unbedingt sehen möchten. Und es gibt auch offensichtlich genügend Leute da draußen, die nur wegen ihm einschalten, um sich das ganze Drama ein bisschen genauer anzuschauen. Und dann gibt es übrigens natürlich noch Menschen, die sein Verhalten auch einfach gar nicht schlimm finden oder das Ganze im TV relativieren. Was glaubt ihr, wie werdet ihr ihm begegnen? Du wirst ihn ja auch vorher treffen, Claudia. Also ich meine so, für mich ist es jetzt nicht so tragisch, dass der arme Bub da ein Leben lang dafür büßen muss. Weil der arme Bub. Der arme Bub. Ja, der Hotelmitarbeiter muss ein Leben lang dafür büßen. Ganz ehrlich, jemand, der so eine scheiße Lull defendet, ist halt wirklich todeslost sein Urgroßvater und spielt halt auch denselben Promi-Bonus immer gern aus. Das sind dieselben Leute, die sich denken, ja, freilich hätte ich genauso gemacht. Wenn ich da als hochprominente Dingstruller da nicht meine Extrawurst krieg im Hotel, da ist er auch Turn-Up, ne? Ist Polen offen. Kann ich nachvollziehen. Hätte ich auch so gemacht. Es ist vor Gericht der Strafpunkt. Da waren andere schon im Knast wegen schlimmeren Sachen und die waren dann auch im Dschungel. Also ich habe sowieso eine hohe Toleranzgrenze. Ja, also die Logik trifft es wirklich gut. Weil zuvor schon mal jemand noch Schlimmeres im TV zu sehen war, ist es auch komplett okay, wenn man dann den nächsten komischen Typen einlädt. Das zeigt aber auch wirklich... Ich hab im Fernsehen mal irgendwie eine Dokumentation über den Kannibalen von Rothenburg gesehen. Ne? Der war ja damit auch praktisch im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, warum die Leute so aufregen. Was soll... Ganz ehrlich, Leute. Macht's euch bitte nicht lächerlich. Im Endeffekt das Niveau von RTL und dem Dschungelcamp. Da wird es mich auch nicht wundern, wenn demnächst irgendwann noch so ein richtig kranker Straftäter eine sechsstellige Summe bekommt, um davon ordentlich zu profitieren. Schließlich können sie sich dann nämlich wieder mit Aussagen wie diesen hier in die Herzen der Menschen spielen. Ich kann letztendlich mir wahnsinnig viele Gedanken machen oder mich verrückt machen, aber letztendlich die Leute entscheiden es immer selber und das ist auch richtig so. Und ich kann nur ich selber sein. Und eins kann ich sagen, ich sag dir dasselbe, was ich Rainer Winkler immer sage. Gil, wenn nicht du, wäre lieber ich. Zeit, die Jahre, die ich sagen wir von der Bildfläche weg war, hat sich vieles geändert in meinem Leben. Und ich habe mich auch weiterentwickelt und I doubt it. Gil, I doubt it very much. Ne? Hättest du dich weiterentwickelt, dann hättest du dich inzwischen Zeit gerade gemacht. alles andere werden die Zuschauer dann selber entscheiden. Ja, Gil, du hast dich auf alle Fälle weiterentwickelt. Man hat zwar in der Öffentlichkeit noch keine Reue sehen können, aber ist auch egal. Der Fall Gil Ofarim zeigt aber an der Stelle mal wieder perfekt auf. Du kannst 2 Jahre lügen, einem Menschen zu Unrecht etwas Falsches andichten, damit er sogar psychische Probleme davon bekommt. Keine Ahnung, wie die andere gerade gemeint hat, der arme Bub muss sein Leben lang leiden. Wer jetzt sein Leben lang leiden muss, und der scheiß Mitarbeiter von diesem Hotel, der muss sein Leben lang darunter leiden. Und ganz ehrlich, die 10.000 Euro, die der gekriegt hat, sind beyond lächerlich. Die sind beyond lächerlich. Die hätte ich nicht genommen an dem seiner Stelle. Keine Ahnung. Mir wäre das scheißegal gewesen, so, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Den Typen hätte ich, das hätte ich durchgezogen vor Gericht. Und am Ende wird man dennoch belohnt, anstatt dass Gerechtigkeit einfach siegt. Während Gils Lüge dem Mitarbeiter die... Aber ich weiß, manchmal hat man da auch irgendwie keine Wahl. In diesen Gerichten ist manchmal ein bisschen shady. Ne? Komplette Karriere kostete, steckt er sich jetzt 6-stellige Summen ein, um gut davon profitieren zu können. By the way, wurde Gil für seine Lüge nicht mal verurteilt und er hatte vermutlich jetzt auch nicht allzu hohe Kosten zu tragen, wie man das anfangs vermutet hatte. Das Einzige, was er blechen musste, waren seine Anwälte, dann noch eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro. Davon gingen 5.000 Euro an die jüdische Gemeinde in Leipzig und 5.000 Euro an eine Gedenk- und Bildungsstätte in Berlin. Und scheinbar wurde auch eine Art Schmerzensgeld mit dem Mitarbeiter vereinbart. Über die Summe ist allerdings gar nichts. Achso, die 10.000 Euro hat er an was anderes gezahlt. Was er dem Mitarbeiter gezahlt hat, weiß man gar nicht. Ich hätte gedacht, okay, da muss ich mich jetzt korrigieren. Ja, die Scheiße gelabert. Ich hätte gedacht, der hat dem Mitarbeiter nur 10.000 gegeben. Ja, gut, keine Ahnung. Aber lass 100.000 sein, ist ja trotzdem im Vergleich.
zu dem, was der durchgemacht hat. Ich glaube, wenn du den, sag's mal angenommen, wir spinnen uns jetzt das Szenario zusammen, sagen, hier, der Mitarbeiter hat von Gil Oferim 100.000 Schmerzensgeld gekriegt. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du dem sagst, hätten sie lieber die 100.000 oder die Scheiße nicht durchmachen müssen, braucht er nicht lange überlegen. Ja? Wenn irgendein Flaschengeist begegnet, dann sagt er auch, hier, keine Ahnung, nimm die 100.000 und gib mir dafür mein altes Leben wieder. Ich will einfach wieder mein Leben leben, ne? Bekannt. Und obwohl das Hotel potenziell einen Millionenschaden erlitt, hatte Gil Ofarim diesbezüglich wirklich gar keine Kosten zu tragen. Naja, vielleicht zeigt ja Gil nach dieser Show tatsächlich mal so viel Anstand und Selbstreflexion, dass er die 300.000 Euro dafür nutzt, um auch das Hotel zu entschädigen. Wird wahrscheinlich sowieso nicht passieren, aber wir können ja einfach mal träumen. Ich kann nur sagen, schaut diese Staffel einfach nicht, wenn ihr tatsächlich daran interessiert seid, dass RTL für diese Einladung bestraft. Ja, keine Klicks dem Lügenlord 2.0. Das ist wichtig. Keine Klicks dem Lügenlord. Alter Verwalter. Werden sollte. Auch Hate-Watchen bringt nichts, ganz im Gegenteil, damit belohnt man das Ganze noch. Deswegen gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder der vollständige Boykott dieser Sendung oder die Dschungelunterhaltung über die geschädigten Stellen und dann war es das auch. Ja, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da, dann würde ich mich... Das stimmt auch schon. Gutes Video. Gutes Video. Guter Mann. Guter Mann, Alpha Kevin, auf jeden Fall. Sind wir dabei. Ja, Leute, was soll ich jetzt abschließend dazu noch sagen? Ey, ich find's halt wirklich wild. Wie gesagt, es gab mal eine Zeit, in der der Satz, nee, das können wir nicht bringen, tatsächlich noch irgendwo im Wortschatz der Menschen drin war. Ist heutzutage nicht mehr der Fall. In der Unterhaltungsindustrie nicht mehr, in den Medien nicht mehr, in Regierungen dieser Welt nicht mehr, bei irgendwelchen Konzernen nicht mehr. Der Satz, Alter, das können wir nicht bringen, das geht zu weit, existiert einfach nicht mehr. Wir sehen es daran, wie sich unsere Öffentlichkeit entwickelt hat in den letzten 10 beschissenen Jahren. Nicht nur bei uns im Land, überall auf der Welt. Das hat damals angefangen, auch hier Prank-YouTuber, heutzutage diese Dullis, die sich da irgendwie auf TikTok oder welchen Streaming-Plattformen auch immer hinstellen, einfach nur Leuten abartig auf den Sack gehen, als Hauptcontent. Zeugt einfach von einer zunehmenden Verrohung und Gleichgültigkeit, in der Reichweite, Klicks, Aufmerksamkeit und Profit über alles gestellt werden, scheißegal. Da gab es vor ein paar Jahren mal irgendeinen, der glaube ich in Holland oder in Belgien irgendwelchen Leuten Eimer mit Kacke in der U-Bahn über den Kopf geschüttet hat und für Content. Und hier Sammy Somali oder wie der heißt, der Typ, der jetzt aktuell in Korea vor Gericht sitzt, weil der sich da aufgeführt hat, wie das allerletzte. Und da gibt's ja jede Menge von diesen Kaschballen, die dann stellenweise halt entweder das zu Hause machen oder sogar in andere Länder gehen und deren einziger Content daraus besteht, andere Leute maximal abzufacken. Das können wir nicht bringen, das geht zu weit. Mindset ist vollkommen verloren gegangen. Und das zieht natürlich Leute mit. Wenn Menschen mitkriegen, dass die in der Öffentlichkeit, die Leute, die große Reichweite, große Verantwortung haben, ne, Spider-Man und so, wenn die mitkriegen, Prominente, Politiker, Konzernchefs, Medienhäuser etc. halten sich alle nicht mehr an die Spielregeln, dann kriegen die Menschen, die das mitkriegen, ein Gefühl von Scheiße, wenn ich jetzt nicht auch auf die eigentlichen Spielregeln scheiße,
dann bleibt mir nichts. Die sacken sich jetzt alles ein. Dann mache ich auch. Und das führt zu einer zunehmenden Verrohung unserer Gesellschaft, in der Dinge einfach nur abgewunken werden. Das wird dann einfach abgenickt. Ja, ja, passt schon, Gil Oferin. Was hat er gemacht? Ja, ja, egal, Hauptsache Quote. Hauptsache Klicks, Hauptsache Geld. Interessiert keinen mehr. Wie das irgendwie. Ja, Leuten stellenweise extreme Traumata reinknechten, in denen ich. Da gab es damals diese komischen Clown-Pranks, in denen ich irgendwie nachts mich im Dunkeln in einem Parkhaus verstecke, als Clown verkleidet, irgendwie mit der Axt und dann schreiend irgendwelchen Leuten hinterherlaufe. Solche Nummern. Ja? Kamera draufhalten. Boah, geiler Content. Scheißegal, Hauptsache Klicks, Hauptsache Reichweite, Hauptsache Aufmerksamkeit. Und das muss immer extremer und das muss immer noch krasser sein und irgendwann juckt es auch keinen mehr. Weiß ich nicht. Mir gefällt die Entwicklung nicht. Das ist keine Gesellschaft, in der ich leben will. Die Gesellschaft, in der ich leben will, in der nimmt man zumindest zu einem gewissen Grad Rücksicht aufeinander. Ich bin jetzt auch keiner von diesen Sozialarbeit-Studierenden Gänseblümchen-Hippies, die den ganzen Tag nur rumlaufen und sagen, oh, alle müssen sich lieb haben. Far from it. Aber dass man halt einfach einen gewissen Grundanstand hat und einfach ein anständiges Verhalten in der Gesellschaft an den Tag legt. Ein Gewissen hat einfach. Dass ein Mensch noch ein Gewissen hat, ist das zu viel verlangt. Ist Gewissen haben heutzutage Luxus. Keine Ahnung. Mich macht's maximal wütend. Mich macht das maximal wütend. Vor allem, weil diese Leute, es kriegt ja dann immer wieder, dann kriegen sie wieder ein Dudu und ein leichtes Tätschelchen auf die Bratzen. Ja, dann heißt es ja, oh, Mai, es tut mir so leid, dann kommt wieder irgendeine verlogene Entschuldigung. Oh ja, hier, Jack Doherty. Aber der kriegt jetzt langsam, glaube ich, auch sein Fett. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der König dieser ganzen charakterlosen Abschaum-Influencer. Der hat das ganze Ding durchgespielt, weil der hat sich dann irgendwann auch noch gedacht, hey, Abschaum-Influencer sein, Leute grundlos abfacken, ist zwar funny und so, aber es springt mir Geld dabei raus, wenn ich Online-Zuhälter werde. Der Typ ist wirklich, der ist auf einer Abschaumskala von 1 bis 10, ist der irgendwo bei 12. Das ist wirklich auch der allerletzte Dreck. Und wie gesagt, ich begreife nicht, warum solche Leute Reichweite kriegen und warum solche Leute Geld und Luxus und Reichtum haben und warum man denen hinterherdackelt, anstatt dass die einfach, egal wo sie sich in der Öffentlichkeit zeigen, sofort eine geklatscht kriegen. Begreife ich nicht. Aber nein, die Leute werden dann ins Fernsehen eingeladen, denen werden hohe Gagen auch noch gezahlt und hast du nicht gesehen. Und wenn sie mal wirklich hart über die Stränge schlagen, dann geht man immer auf dieses Prinzip, ja, es ist besser, um Vergebung als um Erlaubnis zu bitten, ich mache jetzt einfach mal. Ja, auch ApoRed Bombenprank oder so eine Scheiße. Und dann heißt es danach, ja, haben wir ja nicht wissen können, war ja alles gar nicht so gemeint, ja, nicht gedacht, dass das so schlimm ist. Oder denkst du, entweder hast du einen massiven Hirnschaden oder hast halt auch einfach generell nicht gedacht. Ja, bei so offensichtlichen Sachen. Wenn man sagt, es ist mir nicht bewusst gewesen, dass das so schlimm ist, wie wir es jetzt im letzten Video wieder hatten, hier mit der Brave Mädchen Podcast. Wild. Es ist einfach wild. Und ich werde zunehmend zu einem verbitterten alten Mann, der den ganzen Tag kopfschüttelnd da sitzt und sich denkt, mei, die junge Leid von halt, das wird nichts mehr. Na, das machen wir nicht. Eigentlich will ich so nicht sein. Ich will nicht mich den ganzen Tag nur drüber abfacken, warum irgendwelche Pissköppe im Internet oder auf RTL mit Kohle beschmissen werden für das hinterletzte Abschaumverhalten. Keine Ahnung, ne? Aber man kann der Sache nicht entgehen. Vielleicht soll ich irgendwie Eremit werden. Ich ziehe in irgendeine Hütte oben auf Berg, wo
wo keiner jemals hinkommt, so mit vollkommenem Social Media, Internet, Nachrichten, Menschenembargo, einfach nichts mehr mitkriegen. Einfach ausklinken aus der Nummer. Aussteiger Deluxe, einfach sagen, fickt euch, ich hab abgeschlossen. So, Projekt Menschheit gescheitert, leck mich am Arsch. Ja, ich kann mir die Scheiße nicht mehr geben, ich kann es mir nicht mehr anhören, ich kann es mir nicht mehr ansehen. Macht doch, was ihr wollt mit eurem Dreck. Ne? Und beschmeißt die Leute weiterhin mit Massen an Kohle, schickt sie ins Dschungelcamp, belohnt sie noch dafür, dass sie wirklich das hinterletzte Verhalten aller Zeiten an den Tag gelegt haben. In diesem Sinne, jetzt haben wir schon wieder, ich schwall schon wieder zu lang. Und das hier ist auch Freitagnachmittag, hier hoch die Hände, Wochenende. Und dementsprechend, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das hört, und auch eine angenehme Woche. Und tut nicht, was Gil Oferim tut. Tut auch nicht, was diese ganzen anderen Kasperl tun, die ich vorher erwähnt habe, hier, Somali und Ding, wie heißt nicht, Jack Doherty, dieses ganze Pack. Bewahrt euch euer Gewissen und Metal auf.